lieber Ritter, der Prinz und ich haben eine Aufgabe für dich. Es ist eine ganz schwierige. Stimmt doch, oder? Töt mir den Drachen und bring mir seinen Kopf. Doch nicht so. Gewiss, mein edler König, es ist mir eine grosse Ehre, für euch zu kämpfen. In 3 Tagen will ich wieder zurück sein. Ich werde auf dich warten. Hey, Sophie, was machst du da? Ich bin der Drache. Mein Feuer kann Äste und Blätter bewegen. Wie machst du das? Ich bewege meine Hände ganz schnell. Hui! Ist doch gut so. Dann merkt man gerade, wie gefährlich der Drache ist. Und er... Hey, ihr dort! Alle da ankommen! Also, hört einmal ganz gut zu. Ihr seht dann blöd aus. Was willst du uns eigentlich sagen? Kommt mit. Was führt er wieder im Ski? Keine Ahnung. Ich weiss ein neues Spiel für euch. Also, hört zu. Jeder von euch muss jetzt raten. Ihr müsst raten, was in diesen Schachteln drin sein könnte. Aber wir spielen doch gerade so schön Ritter und König. Ach, das sind doch Bubispiele. Ihr ratet jetzt, was in diesen Schachteln drin ist. Und wenn ihr es nicht herausfindet, müsst ihr das aufessen, was in den Schachteln drin ist. Und was ist in diesen Schachteln? In dieser hier ist ein grosses Zeltchen. Da drin ist verfaultes Holz. Und da innen ist ein schöner, dicker Regenwurm. Ja, wer möchte gerne anfangen? Los, du, Jan. Das klingt ja noch gut. Aber ich möchte viel lieber weiter sendeln. Ihr könnt das Schachtelspiel alleine spielen. Das ist doch gar kein Spiel, das ist eine Mutprobe. Und jeder von euch muss da mitmachen. Etwas ist klar. Wer nicht mitmacht, der hat hier nichts mehr verloren. Und feige Kinder schon gar nicht. Also Jan, fang endlich an. Du weißt doch jetzt, wie es geht. Du musst einfach nur die richtige Antwort geben. Los, mach's mal vor. Zeig den Kleinen, wie es geht. Und was ist da drin? Das rote Zeltli. Richtig, das hast du sehr gut gemacht. Seht ihr, das hat doch überhaupt nicht wehgetan. Können wir endlich anfangen? Ha. Gut, du hast also Mut. Ja, dann sperr mal deine Augen auf. Also, was ist da drin? Ein kleines Holzstückchen. Richtig, du hast die Mutprobe bestanden. Du bist sehr tapfer. So, und wer kommt jetzt? So, los, Jan. Jetzt bist du aber wirklich an der Nein, Reihe. lieber nicht. Hey, Kneifen gilt nicht. So, was ist in dieser Schachtel drin? Das rote Zeltli. Oh, ich bin blöd heute, aber ich habe gesehen, wo die Schachtel angefallen ist. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Du bist gemein. Was echt? Da haben wir abgemacht. Feigling! Dann halt ihr. Komm da an, Laura. So, was macht denn ihr da? Ach, nichts Besonderes. Nur ein kleines Spiel. Warte, Papi! Der Papi hat gesagt, wir sollen heimkommen. Wie erwähnt. Dann machen wir eben morgen weiter. Dann kommen die 3 aber wirklich dran. Und wenn ihr passt, dann habt ihr hier im Hof nie mehr etwas verloren, verstanden? Los, wir hauen ab. Und nichts daheim erzählen. Was da passiert, das ist geheim. Gut, dass der endlich weg ist. Jetzt können wir wieder weiterspielen. Los, kommt, wir klettern wieder rauf. Aber euer Papi hat doch gesagt, ihr müsst wieder reingehen. Wisst ihr was? Ich habe blufft. Eigentlich hat er nur gesagt, dass er zum Bäck geht und Nussschnecken will kaufen. Das hast du wirklich ganz gut gemacht, Tommy. Mhm. Meint ihr das echt ernst?
dass wir nie mehr im Hof spielen dürfen. Ein Wurm essen, das schaffe ich nämlich nicht. Nie im Leben. Ich auch nicht. Nie im Leben. Aber jetzt spielen wir wieder weiter, gell? Da oben sind wir doch sicher. Ich habe keine Lust mehr. Ich auch nicht. Noch mehr von denen! Noch mehr! Ha, das ist es jetzt gesehen, Harry. Du quälst niemand mehr. Und jetzt ab ins Zoo mit dir. Und was machen wir morgen? Kein Appetit, Laura? Papi, essen eigentlich alle Menschen Brot? Ja, ich glaube schon. Gibt es auch Menschen, die Würmer essen? In Frankreich da essen sogar Schnecken und Froschschenkel. Ich glaube, der Harry tut das. Aua! Was hast du sagen, Tommy? Oh, gar nicht. Würdest du vielleicht zum Beispiel Würmer essen, Papi? Nein, ganz sicher nicht. Ich esse lieber Nudeln mit Tomatensauce. Wenn ihr wollt, mache ich euch mal Nudeln. Oh ja, bitte. Papi, liest mir nachher noch ein bisschen vor? Gib mir noch 3 Minuten zum Küche aufräumen. Und Papi, unser Spielplatz, gehört er eigentlich irgendjemandem? Oh, Der Hof gehört allen Leuten, die da wohnen. Und natürlich ganz besonders euch, den Kindern. Allen Kind, Papi. Allen? Hallo Stern, ich muss dir etwas erzählen. Wenn der Papi sagt, dass der Spielplatz allen Kindern gehört, die da wohnen, dann hat ja der Dick Harry überhaupt gar nichts zu sagen, oder? Siehst du jetzt, du findest das so. Jetzt muss nur noch der Harry begreifen. Aber wie? Oh, ist das schön. Danke, Stern. Es ist doch gut, dass ich euch beide habe. Gute Nacht. oh je. Schau mal, die warten ja alle schon. Schon gut, dass ich meinen Beschützer mich unten dabei habe. So ist aber lang gegangen. Ihr seid vielleicht Scheisshasen. Wer fängt an? Wer getraut sich? Ich. Also du, Laura. So, also alles genau wie gestern. Wenn du nicht richtig gratis ist, ist das, was in der Schachtel drin ist. Und wenn du verzichtest, kannst du noch jemand anders spielen. Hä? Los, schau. Nein. Was heisst da nein? Nein heisst nein. Hä? Nein heisst, ich mache nicht mit. Nicht in 2 Millionen Jahren. Mein Papi sagt, der Platz gehört uns allen. Und nein heisst, du hast uns überhaupt nichts zu sagen. Sollen wir echt lieber gehen? Dann halt nicht. Ja, die Laura hat gewonnen! Juhu! Ja, wartet nur. Tschüss und kommt nie mehr. Schau mal, siehst du da vielleicht etwas Silbriges an mir? Ich habe also nichts gesehen. Ist ja auch gleich. Die Hauptsache ist, es hat geholfen. Laura, du bist ja wie ein Ritter. Ganz ohne Rüstung. Ja klar, ich bin der silbrige Ritter. Aber jetzt habe ich Hunger. Und meine Zunge wird gleich ganz rot. Von der Nudelsauce. Wenn du auch so Hunger hast, dann komm doch mit. Heute gibt's Nudeln mit Tomatensauce. Oh ja, die habe ich gern. Hä?